Jo, servus, grüezi und hallo. Welcome back zu einem anderen Video. Ja, heute haben wir ein One-Shot Scorpio Bild. Ich finde es einfach klasse. So, spielen wir ein bisschen, dann erläutere ich mal das Bild ein bisschen. Jo, jetzt haben wir dann soweit, jetzt müssen wir dann die Stacks aufbauen. Das heißt, du musst 30 Gegner legen, die Trophäen einsammeln, damit der Memento seine volle Stärke hat. Und dann wird das Ding zu einem One-Shot-Scorpio-Bild. Vorausgesetzt, man trifft, und da bin ich halt ein schlechtes Beispiel. Weil Pfeilbolzen trifft nichts, einfach nur drauf. Ja, wenn man dann Schädel rausholt, hat man dann auch noch mal eine Verstärkung von der Waffe drin. Allerdings müssen alle im Umkreis von 10 Meter sein. Also es hilft nichts, wenn du auf Abstand gehst, du musst immer unbedingt dranbleiben. Du hast praktisch übers Schild noch mehr Waffenverstärkung drin. Ich denke mit 20%, das ist von der Feuerwand. Na, 12%, Entschuldigung. 12% waren es. Wo es das an Schaden nochmal verstärkt mit den richtigen Mods drin. Und da mal einschüchtern spielen und das auch nur funktioniert, wenn der Gegner 10 Meter weit weg ist und Bonusrüstung da ist, deswegen Memento. Vielleicht sagen, aber nimm jetzt dann Memento her. Das geht jetzt mit zum Beispiel mit einem Matador, der wo Adrenalin das Talent drauf hat, würde es auch funktionieren. Nur der bringt nicht die Leistung als wir der Memento. Weil die 30% Schadenssteigerung, was der hat, wenn man es eingesammelt hat, hat halt der Matador nicht. Aber man hätte halt, jetzt mal wenn ein Gegner kommt, dann die Bonusrüstung und somit das einschüchternde Talent aktiv. So, wenn man jetzt unten sieht, Memento halbert, der Kurzzeitbuff ist orange, der Langzeitbuff ist grau, einschüchternd aktiv, und dann ist noch der Hunter aktiv. Und wir haben jetzt gerade Kugeln ausgegangen. Ja, ganz gut. Aber jetzt haben wir schon mal voll gut aufgestellt, weil jetzt hat der Memento fast voll ist. Das glaube ich reicht jetzt dann auch schon, dass wir dann damit testen können, oder beziehungsweise dass es zeigen kann, dass das wirklich auch mit einem Schuss geht. Kopfschuss wohlgemerkt. Ja, das Bild, das macht allerdings auch so einen Schaden, wenn man sieht, wenn man ein Stack aufgebaut hat, die roten haut es weg, mit Helme hat er Probleme, aber spätestens beim zweiten haut es weg. Man braucht nicht unbedingt Kopfschussschaden auf, weil wenn man da gut ist und legt auf jeden Mod oder schaltet man das um auf Kopfschuss, dass man alles auf Kopfschuss rollt, dann wird es natürlich nur besser gehen. Ne? Aber da ich nichts triff, aber man denkt, mache ich es so, weil es auch so auch reicht. Wenn man es gut erwischt und einen guten Lauf hat, dann haut es weg wie nichts. Da war es schon wieder versammelt. Stacks vom Memento sind aber auch noch nicht voll aufgebaut. Aber wenn man sieht, lila, zack, weg. Man darf nicht vergessen, ich spiele heroisch mit 4 Direktiven an. Also wenn man da nur heroisch spielt, wo dann der Zorn von die Ads nicht dabei ist, denke ich, ist noch besser. Habe ich es leider nicht probiert. Weil wenn es so geht, geht es niedriger natürlich auch. Ganz One-Shot vielleicht nicht, wenn man es gewohnt ist von den manch anderen Builds. Aber ich finde es geil, weil es einfach mit der Scorpio gut ist, und wenn man so ein wenig übt, dann haut es hin, wie man sagt. Ja, meine Freunde, da hätten wir jetzt einmal ein Bild der besonderen Art, und zwar Spezialisierung Feuerwand. Gespielt wird es mit der Scorpio und der Apartment. Ich habe dann Pistole ist wurscht, TDI-Card drauf. Dann haben wir 4 Teile Zorn des Jägers, Schrotflintenschaden, MP-Schaden 15%, 20% Rüstung durch Kills, 100% Lebensenergie durch Kills und der Spitzenpräparator. Der erhöht den Waffenschaden bis zu 20%. Gerollt
Rot. Schaden durch kritische Treffer, Schaden durch kritische Treffer. Dann haben wir einen Memento-Rucksack, was der macht, was auch jeder. 30 so Trophäen einsammeln, dann hat man 30% Schadensverstärkung, 3% Tätigkeitseffizienz geht nach oben und Rüstung wird auch mehr und mit einem kurzen Buff kriegt man dann auch nochmal ein bisschen was an Schaden drauf. Dann haben wir da Jägerkiller. Die gibt es, wenn man alle Jäger in New York erledigt, also alle Hunter. Dann gibt es in der Kiste die Jägerkiller-Weste. So, und die hat Rüstung drauf. War nicht schlecht, die hätte es anders gekriegt. War auch komplett rot ganz gut. Und da geht einmal Chance oder Schaden durch kritische Treffer ab. Leider habe ich es nicht anders gekriegt. Hat aber das Talent perfekt einschüchternd. Geht der Schaden auch also der wird auch mal gestapelt. Und innerhalb der Meter also wenn der direkt vor dir steht, 5 Meter oder Gegner innerhalb eines Radius von Metern um 5%. Also ich sage jetzt mal, es sind 10 Meter. Steht da falsch übersetzt. In Englisch weiß ich nicht, was dort steht. Auf alle Fälle, wenn man Bonusrüstung kriegt, dann geht der Schaden auch nochmal enorm nach oben. Aber nur so lange, wenn man Bonusrüstung hat. Das heißt, über Memento die Trophäen einsammeln, dann hat man Bonusrüstung und dann geht es dahin, hat er gesagt. Dann habe ich Drohne. Das Schild hat dann auch verstärkten Schaden innerhalb von 10 Meter Sichtweite. Es hat jetzt dann Rang 3. Durch Memento kriegt man 2 und durch Westen 1. Ist aber nicht so wichtig, weil die schneller umfallen, als wir es Piep sagen können. Ja, das war's im Groben und Ganzen. Mod muss man drauf tun, was man braucht. Werte haben wir 38%, das sollte man halt schon 50 zusammenbringen, aber ich bringe jetzt da nicht mehr zusammen. Funktioniert aber auch ganz gut, soweit. Sonntagmorgen ist so weit. Schnell durch die Luft den Räufen ein. Ohne Gipfel aus dem Keller raus. Und fräst der Feldberg rauf und auf. Und Sturgott bis nach Deutsche Sau. Fahr ich wie ich gesenkte Sau. Von Rudersberg nach Kaisersbach. Ich bin der King auf dem Feldberg. Der Bauer auf seinem Elefant spürt mein Atem in seinem Grind. Die Weiber kreischen hemmungslos wegen meiner Ratlos. Von Sturgott bis nach Deutsche Sau fahr ich wie ich singende Sau. Von Rudersberg nach Kaisersbach wären alle Hühner schwach. Von Sturgott bis nach Deutsche Sau fahr ich wie ich singende Sau. Von Rudersberg nach Kaisersbach. Ich bin der King of the
Victor! Schiebe halt. Ja, so wie man gesehen hat, wenn man es fetzt, dann fetzt es einfach. Gell. Da geht es dahin, das ist einfach ein Spaßbild, mir gefällt es wie Sau. Ja, das Video geht dem Ende zu. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, euch gefällt das Bild. Zwecks der Gaudi. Und möchte in dem Sinne jetzt nur auf den Community Discord von mir hinweisen. Link ist in die Kommentare unten. Darf mich freuen, wenn ihr mal vorbeischaut. Bis demnächst. Servus, pfiat euch, habe die Ehre. Und ja, genau. Ein Like und ein Abo, freilich, könnt ihr mir da lassen, gell? Wenn nicht, dann ist es auch wurscht. Pfiat euch. Kontrollpunkt gesichert, sehr gut.